In dieser verwirrten Zeit fehlen mir nicht nur oft die Worte, sondern auch so manche zu formulierende Gedanken. Der globalpolitische Erfolg, eine ausreichend große Anzahl an Menschen hervorgebracht zu haben, die sich logischen oder intuitiven Argumenten nicht mehr widmen können, ist klar erkennbar. Diese prozentual zwar kleine Masse reicht offenbar aus, den weit größeren Teil der Menschheit in eine pluralistische Ignoranz verfallen zu lassen. Diese ergeben sich nun ihrem Schicksal, obwohl sie den politisch korrekten Mainstream-Vorgaben, also der Psychologie der Massen, überhaupt nicht vertrauen. Ein interessantes Phänomen, welches der französische Sozialpsychologe Gustave Le Bon schon vor 100 Jahren wissenschaftlich sauber abarbeitete. Der derzeit heiß diskutierte UN-Migrationspakt, der nun das alte Europa final sprengen könnte, dient als aktuelles Beispiel für den Wahnsinn. Mit ein paar wenigen Vokabeln wie Flüchtlinge, Empathie und helfen müssen, lassen sich ganze Völker um den psychologischen Finger wickeln. Das Hinterfragen der Vorgaben, wie die Hilfe auszusehen hat, gilt schon als frevelhaft. Die abhängige Presse hat hier ihren Auftrag klar erfüllt. Die Beweise, dass die aktuelle Politik die menschenverachtenden Verwerfungen der letzten Jahrhunderte jetzt auf einen neuen Rekord der Ungerechtigkeit hieft, wird schlicht ignoriert. Eine wahre Hilfe macht doch immer nur vor Ort Sinn, damit die Menschen ihre Wurzeln eben nicht herausgerissen bekommen. Sinnvolle Lösungen wären einfach umsetzbar und locker finanzierbar, aber diese Diskussion wird politisch komplett vermieden. Übrigens, die Schöpfung, in der wir alle leben, beinhaltet keine Fehler. Und die verschiedenen Völker mit ihren unterschiedlichen regionalen Zuordnungen, Eigenschaften und Fähigkeiten sind ein wesentlicher Bestandteil der Schöpfung. Und das ist die wahre globale Vielfalt. Ein Begriff, welcher systemisch ins Gegenteil verkehrt wurde und das tatsächliche Ziel der Einfalt und Gleichmachung verfolgt. Wer sich mit Goethes Farbenlehre beschäftigt, versteht schnell, was ich meine. Wesentlich ist hier, dass Braun entsteht, wenn man alle Farben miteinander pauschal vermisst. Ist Braun nicht eine Farbe, bei der eine gewisse Aufmerksamkeit gefordert ist? Ist die Vermischung der Völker als politisches Ziel nicht ebenso kritisch oder gar rassistisch einzuordnen wie eine pauschale Politik der ethnischen Reinhaltung der Rassen? Ohne die entsprechenden Handlanger aber wäre dieser Wahnsinn des widersinnigen operativen Eingriffs in die Schöpfung, also in die Gesetze der Natur, gar nicht möglich. Es stellt sich die Frage, ob genau zu diesem Zweck die parlamentarische Demokratie vor langer Zeit als nicht anzuzweifelndes Dogma erfunden wurde. Wer weiß? Ich frage mich schon länger, was es eigentlich ist, dass unsere Berufspolitiker ohne Not bereit sind, ihr eigenes Volk aufzugeben, es gegen die Wand fahren zu lassen, es quasi zu zerstören. Der UN-Migrationspakt bindet die Unterzeichner sehr wohl. Die wiederholte Aussage in dem Papier, wir werden den Pakt umsetzen, lässt keine zwei Meinungen zu. Die Forderung nach einer Umsetzung in nationales Recht finden wir in demselben Dokument. Statt die Armut in den ausgebeuteten Ländern dieser Welt zu beenden, wird nun eine globale Ausweitung der Verelendung angestrebt. An dieser Stelle möchte ich die gewählten Politiker in Europa direkt ansprechen, die letztlich genau wissen, dass viele Menschen in ihrer Trägheit stumpf hinter den noch so falschen Entscheidungen hertaumeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihnen allen das Abstraktionsvermögen fehlt, diese strategischen Mechanismen der eigentlichen Macht weit oberhalb der Parlamente zu erahnen. Falls doch, lohnt es sich einmal kurz in sich hineinzuspüren. Spätestens dann muss es klar sein. Und jetzt frage ich Sie nun, liebe Politiker, was geht in Ihnen vor, wenn Sie die Hand im Parlament heben, um den Untergang des traditionellen Europas einzuleiten? Ähnlich wie man seit Jahrhunderten die sogenannte Dritte Welt zerstört hat. Geht es darum, Unrecht mit Unrecht zu vergelten? Nein.
Ich denke, die Gründe für diese Verhaltensweisen sind einfacher zu erklären. Eine spezielle charakterliche Auslese für die hohen politischen Positionen im Rahmen unseres Mehrheitswahlrechtes drängt sich auf. Es geht offenbar ausschließlich um die persönlichen Vorteile. Man hat sich halt an der ständig vollen Krippe gut eingerichtet. Gier und Eitelkeit sind übrigens Eigenschaften, die mehr oder weniger in uns allen enthalten sind und bekämpft werden sollten, wenn man sich im Rahmen der Gesetze der Natur richtig verhalten möchte. Wer sich bei diesen Worten angesprochen fühlt, besonders hoch mit diesen falschen Eigenschaften bestückt zu sein, den meine ich auch. Leider sind unsere Systeme für Erfolg so ausgelegt, dass gerade diese Verfehlungen besonders großzügig honoriert werden. Ich habe in meinem beruflichen Leben zwei maßgebliche Gruppen von Menschen in hohen Positionen kennengelernt. Sowohl in der Politik als auch in Unternehmen. Das eine sind die Lügner, das andere sind die Verlogenen. Ein Lügner weiß, dass er die Unwahrheit sagt und er tut es letztlich aus einer freien Entscheidung heraus. Er kennt also wider seine Aussagen den Kern der Wahrheit. Diese Gruppe muss in einer Ordnung nicht besonders groß sein und man findet sie häufig in den absoluten Spitzenpositionen. Die weitaus größere Gruppe sind die Verlogenen. Sie trotten oft halbblind hinter den Vordenkern her, die zur ersten Gruppe gehören und glauben selbst ihren eigenen Aussagen, so quer sie auch sein mögen. An diese Füllmasse der Mitläufer wenden sich meine Gedanken hier nun gar nicht. Wenn es überhaupt eine Umkehr zu einer glaubwürdigen Politik dieser aus meiner Sicht völlig verstellten Welt gäbe, wäre es wohl nur mit Hilfe der Lügner möglich. Doch wer gibt schon nach einem langen, verfehlten Leben zu, letztlich vom Eigendünkel getrieben worden zu sein und nun um Vergebung bitten zu müssen? Liebe Politiker der ersten Gruppe, bedenken Sie, welche gigantische Hypothek Sie sich gerade aufladen. Sie verraten Ihr eigenes Land. Sie geben es einfach auf. Dazu gehören auch Ihre Kinder und Enkel, sowie ebenso Ihre Vorfahren. Nochmal, wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie die Hand heben, um diese Prozesse einzuleiten? Sie wissen doch genau, dass es falsch ist. In welchem Verhältnis stehen da Ihre eigenen kurzfristigen Vorteile? Ein paar Länder stemmen sich nun gegen das geplante UN-Vorhaben und lehnen eine Unterwerfung ab. Es gibt also doch noch einige Staatsrepräsentanten, die hinter dem human wirkenden Text des globalen UN-Migrationspaktes die eigentliche generalstabmäßige Strategie erkennen. Mein größter Respekt an dieser Stelle geht an den ungarischen Präsidenten Orbán, der von Anfang an den Mut hatte, diesen ideologischen Vorgaben zu widersprechen. Es geht längst nicht mehr um eine Krise, in der wir stecken, sondern um ein gewaltiges Dilemma. Das gilt es zu erkennen. In diesem Sinne.